Da Schweine raus, Gäste rein. Mein Lebensweg hat mir dann auch nachher schon früh nach Graz geführt, eigentlich in die große Stadt. Bin 8 Jahre Gymnasium oben gegangen, war im Internat oben und habe dann auch studiert und habe einen ganz anderen Weg eigentlich eingeschlagen und habe dann eigentlich auch gesehen, naja, das ist nicht das auf Dauer, was mich nachher glücklich machen wird. Und hat mich nachher wieder zurück zu Hause auf den Betrieb gebracht. Wir waren immer ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Schweinezucht, Mast- und Zuchtbetrieb und aber auch immer schon Weinbau dabei gehabt. Und wie das mein Vater nachher übernommen hat, hat sich der Betrieb immer mehr weiterentwickelt, mit Urlaub am Bauernhof dazu mit meiner Mutter. Der Schweinepreis war jetzt nicht unbedingt auf der Höhe und wo wir jetzt da sitzen, das war eigentlich alles früher ein Schweinestall, ganz früher war es ein Rinderstall, dann Schweinestall, Pferdestall und dann haben wir gesagt, ja, unter dem Motto Schweine raus, Gäste rein, haben wir dann eigentlich im 2001er Jahr dann da groß umgebaut. Und so hat sich das eigentlich durch den Familienverbund, durch meine Mutter und meinen Papa einfach, wie sie gesehen haben, okay, es funktioniert zusammen die Arbeit. Und wo jeder ein bisschen seinen Weg und seine Ideen mit einbringen kann, ist es quasi so dadurch entstanden. Die können quasi dort miterleben, wie wir dort drin arbeiten. Wir bieten da meistens so Traktorfahrten an. Wir haben selbst einen umbauten Ladewagen, den haben wir umgebaut und da fahren wir mit den Gästen eigentlich einmal oder zweimal die Woche hinauf, zeigen sie ihnen in den Keller ein bisschen, reden über das ganze Weinjahr, wie das abläuft, gehen mit ihnen direkt im Weingarten, dass sie ein bisschen erklärt kriegen, okay, was für welche Sorte spezifisch ist, gehen ein bisschen durchkosten und dann, dass sie ein bisschen auch quasi ein bisschen Kulinarik und das Lebensgefühl da in der Südsteiermark mitkriegen, fahren wir mit ihnen auch nachher noch zur Buschenschenke, wo sie sich nachher quasi ein bisschen unterhalten können und einen gemütlichen Abend verbringen können und dann sich nachher keine Gedanken mehr machen müssen, wie kommen wir jetzt heim, sondern sie haben ein Taxi mit uns quasi dadurch. 12 jetzt Mittag, wir gehen daheim warm essen. Bei uns gibt es immer Suppen, Hauptspeis, Nachspeis. Das war eigentlich immer schon, wo die Großeltern waren, meine Eltern jetzt da, das haben wir einfach so intus, da kommen wir zusammen, da sitzen wir am Mittagstisch und da lassen wir es uns auch einfach mal eine Stunde gut gehen. Und das bisschen wollten wir auch die Gästen weitergeben und deswegen bieten wir halt auch nicht nur Frühstück in der Früh an, sondern auch 3 bis 4 Mal die Woche kochen wir dann auch am Abend warm aus.